Das ist heute unsere dritte Folge und die erste Folge, die war ja ein bisschen lang. Die zweite Folge war dann ein bisschen kürzer und da habe ich einen kleinen Spaziergang in den Requisitenkeller gemacht und dann nicht nur meine nächste Gästin getroffen, die ihr gleich kennenlernen werdet, sondern auch diese wunderschöne Eieruhr gefunden und mir gedacht, wir entscheiden uns jetzt für die goldene Mitte. Unsere Folgen werden jetzt 7 Minuten lang und ich setze mich hier jetzt ein bisschen selber unter Druck. Ich ziehe die jetzt nämlich mal auf. Für 7 Minuten. Also einmal so, dann. So, unsere Eieruhr läuft. Moin, liebe Andrea, wie schön, dass du hier bist. Danke, ich freue mich auch. Wo geilt das denn hüt? Gut geht's mir. So schön, dich hier zu sehen, mal bei Tageslicht. Die meiste Zeit, die wir uns sehen, ist ja eher so abends, vor, nach und während der Vorstellung, hinter der Bühne. Die Andrea arbeitet nämlich in der Requisite. Erzähl doch mal, wie können wir uns deinen Beruf vorstellen? Was machst du am Ohnsorg-Theater? Ja, der ist sehr vielseitig. Also ich bin, wie gesagt, Requisiteurin und ich kümmere mich um alles, was auf der Bühne in die Hand genommen wird. Das heißt, vom Briefumschlag über die Kaffeetasse bis hin zum Chirurgenbesteck oder Musikinstrumente. Also es ist zum Beispiel alles dabei. Ich kümmere mich aber auch um die Dekoration, die auf der Bühne steht. Also wenn Bücher in den Regalen sind, dann war das meine Abteilung. Oder auch wenn Bilder an der Wand hängen, die vielleicht sogar noch kontrolliert runterfallen sollen an einer bestimmten Stelle im Stück. Also kleine Special Effects quasi. Dafür bin ich auch zuständig. Und auch alle Lebensmittel auf der Bühne. Also wenn gegessen wird, getrunken wird, das bereite ich auch alles vor. Eine Das ganz ist mein schöne Beruf. Menge. Ja, Toll. sehr vielseitig. Vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Und wie lange machst du das schon am Ohnsorg-Theater? Seit wann arbeitest du da? Am Ohnsorg-Theater bin ich seit 12 Jahren. Und erzähl doch mal, wie können wir uns das vorstellen? Gibt's da hast du eine Ausbildung gemacht zur Requisiteurin? Ich bin gelernte Raumausstatterin und ja, ich habe mich aber schon immer für Theater oder für Bühnen, Kulissen und so weiter interessiert, weil es ja einfach wahnsinnig toll ist, was aus einem Stück Holz alles passieren kann. Also, dass einfach eine ganz normale Holzwand sowohl ein Wald als auch ein Palast, als alles eigentlich sein kann. Und deshalb wollte ich sehr gerne ans Theater. Mein Weg aber war relativ weit bis nach Hamburg. Also ich bin groß geworden in der Nähe von Bremen und bin dann aber nach meiner Ausbildung zur Raumausstatterin, habe ich als Theaterdekorateurin in so Urlaubsclubs gearbeitet und war einige Jahre auf Zypern und in Andalusien und im Senegal und bin danach noch mit André Heller mit Afrika durch Europa getourt. Und danach kamen die Bayreuther Festspiele. Da habe ich dann jemanden tatsächlich aus dem Ohnsorg-Theater kennengelernt, einen ehemaligen Kollegen. Der hat mich dann hierher vermittelt. Wahnsinn, eine lange Geschichte bis hin zum Ohnsorg-Theater. Und jetzt bist du ja schon 12 Jahre da, das heißt, du fühlst dich da auch richtig wohl. Ich fühle mich sauwohl hier, genau. Schön, schöne Geschichte. Sag mal, du bist ja auch manchmal auf der Bühne. Ich erinnere mich an ein Stück, wo du als Komparsin in einem Bäckerladen einkaufen musstest. Bist du da aufgeregt? Also wenn du auch mal auf der Bühne stehen musst? Ja, total. Also mein ganzer Beruf ist ja darauf ausgelegt, dass man mich eben nicht sieht und nicht hört und dass alles, meine komplette Handlung eigentlich hinten im Dunkeln verborgen bleibt. Und ich bin komplett schwarz gekleidet, habe super leise Schuhe an hinter der Bühne. Und deshalb ist es natürlich mega aufregend, wenn wir denn dann tatsächlich mal ein Kostüm anziehen, wie in dem Stück, wo wir auch beide mitgemacht haben, einfach ein Postbote bin oder mal eine Nonne bin oder ein Kunde bin oder sowas. Ja, das ist sehr aufregend. Dann mal mit auf die Bühne zu kommen. Genau. Ja, cool. Sag mal, wie ist das für dich, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin während der Vorstellung auf die Hinterbühne rennt zu dir und sagt, Andrea, der Blumentopf ist kaputt oder hier, ich hatte eben noch 2 Gläser, jetzt ist es 1, das eine liegt irgendwo anders. Wie reagierst du in so einem Moment? Was machst du? Was für Werkzeug hast du dabei? Ja, das passiert natürlich ab und zu. Unser Motto in der Requisite ist, das Kleben ist schön. Also es gibt in der Requisite ein kleines Fläschchen, das heißt Super Duper Kleber. Und dieses Fläschchen hat schon sehr, sehr viele Vorstellungen gerettet tatsächlich. Ansonsten bereiten wir uns so gut es geht auf alle Vorstellungen vor, auf alle Eventualitäten. Manchmal kennt man ja auch schon die Schauspieler, die vielleicht, von denen man weiß, die gehen nicht so gut mit Requisiten um oder dieses fällt ab und zu mal runter, dann haben wir davon einfach ein paar mehr. Also wenn jemand eine zerbrechliche Glasvase hat, die Ja. gibt es dann öfter. Ja, und manchmal muss man wahrscheinlich einfach wahnsinnig improvisieren. Ich erinnere mich daran, dass ich mal einen Blumenstrauß auf die Bühne bringen sollte.
bis ich gemerkt habe, der Blumenstrauß steht schon auf der Bühne. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann hattet ihr irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, ein Kaktus oder so. Ein Ersatzkraut. Genau. Ein Ersatzkraut für mich. Ja. Hast du denn irgendeine kleine Anekdote, eine verrückte Geschichte vielleicht, wo mal irgendwas schiefgelaufen ist, vor oder hinter auf der Bühne? Etliche. Es ist ja wahnsinnig lustig manchmal hinter der Bühne, was da alles passieren kann. Wir hatten zum Beispiel ein Erlebnis, da waren wir auf Gastspiel in Kapstadt, waren da eingeladen und mit Verteufelte Zeiten und haben das Bühnenbild da vor Ort anfertigen lassen. Das konnten wir ja nicht mitnehmen. Und das hat nicht so richtig gut geklappt. Also das war super improvisiert und das war eine super wackelige Geschichte eigentlich, was uns da gebaut wurde. Und das war das Allernötigste nachher, was auf der Bühne stand. Und man konnte auch nicht richtig um die Bühne rumgehen, weil das alles sehr, sehr klein war. Das heißt, immer wenn man auf die andere Bühnenseite wollte, musste man auf alle Viere gehen und unter einem Fenster unter durchkrabbeln, sich ganz klein und ganz schmal machen. Man durfte auch nichts berühren, sonst wackelte sofort die komplette Kulisse. Und dann riefen mich die Schauspieler während der Vorstellung halt ganz schnell her und sagten, komm, schnell rüber. Und dann bin ich da auf alle Viere hin und zeigten mir dann eine Wand, die bereits so stand. Also die war wirklich kurz vorm Umkippen. Und ich habe dann gesehen, okay, das kriege ich auch nicht alleine wieder aufgestellt, weil das einfach riesengroß war. Und bin dann schnell wieder zurück auf die andere Seite, wieder auf alle Vieren, habe dann unseren damaligen technischen Leiter, Wilfried Weißin, geholt, der dann wieder mit mir zusammen auf allen Vieren, nichts berühren, unter diesem Fenster unter durchgekrabbelt ist. Und wir haben dann diese Wand wieder aufgestellt. Ich glaube in letzter Minute, also es ist nichts passiert. Wahnsinn. Aber ja, dass sowas passiert, nein, sowas passiert nicht öfter. Oh, es klingelt. Ah. Wisst ihr was? Wir machen das einfach wie beim Fußball und ich gebe Andrea und mir noch ein bisschen Nachspielzeit. Sekunde. Wie ist das? Wie werden Requisiten angefertigt? Werden die angefertigt? Wo stehen die ganze Zeit? Wer macht die? Wer von euch macht die? Wir alle, wir sind zu dritt in der Abteilung und jeder hat so ein bisschen seine Spezialaufgaben. Die eine kann besonders gut malen, dann nimmt sie natürlich diese Sachen. Die nächste bastelt sehr gerne an so Special Effects und tüftelt da so ein bisschen rum, wie man das alles lösen kann. Das sind natürlich ihre Hauptaufgaben. Ich kümmere mich wahnsinnig gern um Handpuppen. Ich freue mich sehr, wenn Handpuppen in Stücken vorkommen und mache auch alle Stoffarbeiten gerne. Alles, den Rest teilen wir einfach auf. Also natürlich nutzt jeder seine Talente und seine Qualifikationen, aber ansonsten muss eigentlich jeder alles machen. Ach, wie schön. Oh, ich hätte so Lust, noch so lange mit dir darüber zu sprechen. Das ist so aufregend. Und was wir ja ganz vergessen haben, ihr habt ja auch einen riesigen Requisitenkeller, ne, mit dem ihr ja sogar auch umgezogen seid, ne? Genau, der Komplett. ist natürlich aus dem alten Haus mitgekommen, natürlich, genau. Ja. Ja, das war halt damals so, dass wir über Wochen oder eigentlich sogar über Monate Kartons gepackt haben, vorher wahnsinnig viel aussortiert haben und einen hauseigenen Flohmarkt noch veranstaltet haben und so weiter. Als die Kartons alle fertig waren, gab es einen riesengroßen Regenguss. Das ganze Haus ist komplett einmal unter Wasser gewesen. What? Dann haben wir alle Kartons wieder ausgepackt, haben alles getrocknet, haben nochmal wieder aussortiert. Da ist natürlich auch relativ viel bei kaputt gegangen. Alles wieder eingepackt und sind umgezogen. War ein Klacks. War ein Klacks. Gar kein Problem. Ja, das kommt mir vor, ich hätte mir nur eine Minute geschnackt. Dankeschön, Andrea, für diesen kleinen, wundervollen Einblick in deinen aufregenden Beruf. Sehr gerne. War schön, mit dir zu schnacken. Ich fand's auch schön. Und auf euch freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.